Good morning. Ik heet jeder einer welkom wat hier vandaag gekomen is en hier gebleven is voor deze Duitse boodschap. Ik wens in jeder einem den Frieden von Gott, der Gott allein geben kann. Wir hatten ein paar Dinge, die ich hier bloß will erwähnen uit de Bulletin und dann werden wir so mal in unsere Botschaften angehen. Für all die, die nu Family Life Class doen, dat is voor deze donderdag, klok 7 op en rond gepland. En dan stuk waren in een Seniors Supper, bij Anchor of Hope. En dat leggen ze allemaal, wanneer we allemaal er komen wel, is ik wat dinsdag, ging avond, maalde dat bij Florence, en dat vonden we als hier. En zo ook, waar we moedig verder wegkijken en gebedvol zijn, de 20 december, dan heeft de school, als je een Christmas programma, ik geloof dat je als je in de school corner, so ik geloof dat heeft zijn studenten van de school wat een programma gepland hebben, dat zal een arbeid te bij een community center zijn. So, dus een paar dingen wat ik wil erwähnen, en dan werden we zo maar wieder aan de boodschappen gaan. Zoals ik al zei, ik wens jeder einem den Frieden, wat Gott allein ons geven kan. En ik freue mich voor des morgens, ik freue mich voor deze tijd im jaar, waar we aan Weihnachten denken doen. En als ik aan denken deed, wat er wird passend zijn voor mij vandaag van te reden, of van uit dem woord, dan kom ik een thema van de Weihnachtsgeschichte nähern. En ik weet niet waar het begint is, maar ik stel me zo voor dat bij iedere familie, wanneer het bij Weihnachten komt, er zijn toekomnissen en er zijn verschillende dingen, wat gemerkt. En hopefully, als er nog een tijd, wanneer je taub bent met je families, wo je de Bibel neemt en je lezen de Geschichte van Weihnachten, wings nog taub ver. Dat weer is ik zijn opgewassen. Ja, dat ging schijn immer nog graufresh voor en er weer een geschenken en zo wat er staat, maar er weer immer nog best tijd wordt genomen, om some Liedersing van Weihnachten en de woord van de biblische Geschichte, de Weihnachtsgeschichte, wordt een wasset gereed. En thuisok, en het is in mijn oudere huis, en ook bij ons, we gleichen dat, wanneer we Weihnachten taub haben met onze kinderen, we zaten ons doel en we lezen de Weihnachtsgeschichte even. Dit is wat zich dat handelt. Ja, dat kleine eten dat is goud. De geschenken, dat geeft de kinderen veel vrede. Maar dit is wat zich dat handelt. Jezus is geboren. En wanneer je dat aan denkt, dan is heeft einer de Geschichte vielleicht al veelmaal even gelezen. Veelmaal. En zo dan, wat wil einer kan zijn, om zijn morgens vandaan, wat er nog wordt, wat niet zijn. We hebben dat toch alle al veelmaal even gelezen, hebben dat alle veelmaal gehoord. Wat is er dan nog wat niet? En ik geloof ook niet dat ik hier veel niet verbring, aber ik hoop ons kan dat Reutmerken waren voor deze Weihnachten, wanneer we ons dan laten wat er passiert is. En ik heb vandaag dat thema wat ik heb gewählt is Betlehem, de stad van brood. Ik wil een klein beetje erklären wat ik doe met mijn, aber onze Text die vingen we in Matthäus, de tweede kapitel, de eerste 6 vers, jankert mij hier ver te lezen. Als Jezus en König Herodes in die tijd in Betlehem in Judäa geboren werd, zat dan komen Sternforscher uit dem Oosten naar Jeruzalem en vroegen, wo ist der niegeborene König van de Juden? Wir haben im Osten seinen Stern gesehen und sind gekommen, anzubeten. Als König Herodes dort hielt, verfiert hij zich in ganz Jerusalem mit ihm. Dann leidt hij alle
hogepriester en schriftgeleerden aan, laat hij alle hogepriester en schriftgeleerden aan, volk, toekom om te forschen wo Christus zal geboren worden. En zij zeiden, en Betlehem en Judea, wils dat is wat de profeet geschreven heeft. Aber du Betlehem im jüdischen Land, du bist gar nicht das kleinste Mank Juda, ihre Ungestalte, wils von dir soll der Lehrer kommen, der Eva mein Volk Israel wird Herr sein. Und so, wenn wir besonders mit der Weihnachtsgeschichte down haben, immer wieder kommt diese Stadt, diese nette Stadt Bethlehem ab. Wir hören viel von Bethlehem. Das sind Weihnachtsleiter, die reden von Bethlehem. Das sind, das wir hier kurz reden oder lesen in unser Tagesvers, das sind diese Sternforscher, die kommen vom Osten und sie sind neugierig, wo ist das Jesus, wo ist das neue König, das wir am anbeten können. Und da wird nu geforscht und das ist all prophezeit im Alten Testament, dass er wird in Bethlehem geboren worden. Bethlehem ist, die Bibel, die nennt das manchmal die Stadt von David, die Stadt von König David. Und das Wort Bethlehem auf der hebräischen Sprache, das meint ein Haus von Brot. Und so, wir können, von der aus morgens, wenn wir an das Wort Bethlehem denken, dann werden wir dort keine so Städten andenken, dort ist eine Stadt, wo da viel Brot ist. Du hast zu essen. Und der zweite Ding, wo wir an denken wollen, ist, das ist die Stadt, von wo der König, die Royalty herkommt. Dort hat den Ruf von Royalty, weil dort ist David seine Stadt. Und ich will uns bloß dort aufmerksam machen, dass dort sind. Und zwei Dinge, wenn wir das Wort Bethlehem von der aus morgens, wenn ich das brücken da, werden wir an denken, oh, Bethlehem meint ein Haus von Brot. In Bethlehem ist auch König David sein Haus. Und dort ist der beste König, was Israel gehabt hat in all ihrer Zeit. Was hat dort mit der Geschichte von der zu tun, mit der Weihnachtsgeschichte? Bethlehem ist about 5 Meilen südwest von Jerusalem. Das ist die Stadt, wo der ferne Land ist und das Klima ist gut, fern Eten jetzt zu produzieren. Wir fingen das erste Mal, was Bethlehem abgenannt ist in der Bibel, dort fingen wir in 1. Mose, das 35. Kapitel. Da ist, wo Jakob mit seinen Frühen und Kindern und all haben getan, traveled dort. Und Rachel, seine Frau, die sollen Kind haben und die starb bei dem, dort sie Benjamin haben. Und wird dicht bei Bethlehem begraben. Auf dem Weg nach Bethlehem, ganz dicht bei. Das ist die erste Stadt, wo wir von Bethlehem hören. Da sind ein paar andere Städte, wo Bethlehem im Alten Testament, wo dort abgenannt wird. Aber da sind ein paar Geschichten, die ich besonders will abheben von der aus morgens. Die erste Geschichte, was da in Umgehen von Bethlehem passieren, dort ist die Geschichte von Ruth. Wir haben ein ganzes Buch im Alten Testament, das nennt sich Ruth. Und dort ist die Geschichte von dieser Frau, was von einem fremden Land nur die Israeliten kommen und Gott braucht die auf einen besonderen Weg. Ruth, dort die Geschichte von Ruth, die passiert in der Zeit von der Rechte. Das wir noch fair die Israelen in König hat. Das sagt in Anfangs Ruth, das passiert der Zeit, wo der Rechte werden im Land Israel. Viele Menschen glauben, dass die Geschichte von Ruth ist keiner, wenn die Zeit passiert, wo von Rechten Tieren auf, die Beschreibungen in Rechten Tieren auf. Und so, wir wollten, dass das wie eine Zeit wurde nicht so erfahren wie mit den Israeliten. Wenn wir in Richter 17, das erste Vers lesen, dann
Du sagst, dass in jeder einer deut ses armet jankert. Und so, in jeder einer deut so aus Heugleif, was der reich wie in seine eine Uhr. Und das ist der Rechter 17 saß, dort beschrieben dat, die Zeit von der Rechter, dort wie wenn einer durchlesen durch das Buch Rechter, das sehr viel Sinn, sehr viel Gerechtigkeit, was da passieren da. Und das hat man zu tun, die Menschheit, in jeder einer deut, das Heugleif, was der reich wir. Sie hielten sich nicht an Gott und an Gott seine Gebote. Und dann lesen wir in Ruth das erste Kapitel, die erste Vers, da sagt es das. Und der Zeit, als die Rechte, die Leiders im Land wären, nahm sich das so ran, dass der eine Hungersnot wir. Dann mög sich ein gewisser Mann von Betlehem en Juda ab met seine Frau und seine 2 Junges naar Moab te trekken. So hier haben wir, das ist die Geschichte anfangen. Das ist an der rechten Leder steht und du hast eine Hungersnot. Und so du hast eine Hungersnot in Bethlehem. Die Stadt oder die Town, was das meint, hier ist ein Brot, das Haus von Brot, hat auf einmal nicht mehr Brot. Du hast eine Hungersnot. Und dadurch, dann entscheidet sich ein jüdischer Mann, sich von Tus, von Bethlehem wegzutragen und ein anderes Land anzutragen, wo die Moabiter wohnen. Und wo die Moabiter wohnen, oder die moabitischen Menschen, dort wären nicht, wie soll ich das sagen, dort wären, von der aus wird sein, wir nicht christliche Menschen. Dort wir ein fremdes Land. Wir finden dort in der 5. Mose 23, dort Gott hat noch besonders befohlen, dort ein moabitischer Mensch, der soll nicht im Tempel kommen. Die haben sehr was Grausames getan und die haben nicht friert im Tempel zu kommen. Und so hier ist ein jüdischer Mann, was in Bethlehem wohnt, der steht von, wo du soll viel Brot sein, wo du eine Hungersnot, und er trägt mit seinen Frau und seinen Kindern, seine 2 Junges, nur dem moabitischen Land, wo die Menschheit nicht Gott dienen will. Und dann weit wieder die Geschichte, wir wollen die nicht ganz durchlesen, das ist eine sehr interessante Geschichte, aber sobald nur dem schien sich das so, in Ruth, das 1. Kapitel, dann kam Schicksal auf diese Familie. Das ist viel Schicksal in dieser Familie. In den nächsten 10 Jahren, dann starb der Mann selbst und seine 2 Junges, die starben auch. Und er ist bloß die Frau Naomi, den Mann seine Frau, und ihre 2 Schwiegertöchter sind ewig geblieben. Und so, dass wir können uns das vorstellen, dass es eine schwere Zeit gewesen für ihn. Dort, und besonders unterdenken, dort auf einmal in kurzer Zeit, die Familie wir ganz weich. Der Mann wir weich und die 2 Jungs, die hingelassen haben, die werden auch weich, so dass wir die Familie die wir weich. Dann hat Naomi dort, Gott hat die Juden waren gesegnet und dort es war was eine Harvest, es war Wert, es war Barley, es war was Tus in Bethlehem. Und so sie entscheidet sich, dass sie was war 3 nur ihre Menschen gehen, nur ihre Tusget Land. Sie steht ab und sie jäht. Ihre 2 Schwiegertöchter kommen mit ihr und hingen wees, prof sie die, zu bereden, dass die waren 3 nur ihr Haus gehen und Haus bleiben. Weil sie ist zu alt, dass sie noch was verehrt waren, in jungen Hand, was sie sich befreien können. Sie sollen bei ihren Menschen kommen.
En dat is besonders nog, moet me dat opmerksam, de 13e vers in Ruth, het eerste kapitel. Du sagst het einfach, dat zij dat meest nog entschuldigen dat God zijn hand als zo jong eentje was. So dat is een teken van Naomi als moedloos in haar leven. Een van de schwerdachten die wel terug naar haar land gaan, over Ruth, die heeft dat ganz klar, zij wil met Naomi taub naar haar land gaan, naar haar Betlehem gaan en met haar God dienen. Want als zij terugkomen naar Betlehem, dan is er veel vrede, oude vrienden en familie. Zijn schaftig dat Naomi als terugkomt. Maar Naomi zegt, zegt ze steeds, dat noem wel zij omgeändert haben. Noem dat meint pleasantness, maar zij wordt van nu aan wieder gleich in Mara hier genannt te worden. Mara dat meint beter. Zij wordt even een noem gleich in om te switchen van pleasant naar beter. Zij zegt het tweede ding, ik ben uit het land maar uitgegaan en mijn heen weer val. Ik weer val van zegeningen van God. En God heeft mij teruggebracht en ik zie rein ganz ladig. Zij weer ganz ladig. En zo, we kunnen hier een beetje een beeld krijgen van Naomi, wo ladig, wo ohne Hoffnung zij zich gefällt heeft. Maar zij had wat. Er schwerdag dat we met Arthoop. En dat wordt zich in de komende deel werken en jaren uitwijzen dat zij had wat. Zij weer niet ohne Hoffnung. Du weer niet ohne Hoffnung. Tweede kapitel van Ruth, wat dat Naomi Ruth schaken, ze zal zijn dat zij irgendwo kan wat oppikken en Tim dat zij ook wat te eten hebben. En Ruth die vangt aan op deze stapje, was een stap dat overblijfsel te plakken. En dat is bij Boas zijn stap, wat er in vriendschap weer van Naomi en man. God heeft die door hen geschickt en Ruth die verschaft door. En we weten waar Boas met Ruth omging. Hij geeft haar eten, hij geeft haar te drinken. Hij zegt te zijn arbeiders, ze zullen sure dat Ruth wat ganz safe zijn door op de stap. En hij zegt dat te zijn arbeiders, ze zullen een klein beetje extra hingen laten. Dat de Ruth winkt wat je nav genoeg gaan te eten. En dus de beschrijvingen dat geven, nu een dag zo hingen deze arbeider gaan, een gewöhnliche persoon die wordt zich kan 2 pond wert er hoeven oppikken, like wanneer het uitgedraagt weer about 2 pond. En met dat wat Ruth naar huis komt, dat is 30 pond. En zo de arbeider die hand gehorcht. Dat is 15 mal zoveel hingen loten als wat ze gewöhnlich worden han. En zo we weten, we kunnen hier zijn dat de is ware brood in Betlehem. De is God die vangt aan en hij geeft deze tante Naomi, wat zo leeg is, zo moedleeg is, hij geeft die ware te eten en zijn zin die tot komt terug. En we vingen krijg en de 20e vers van het tweede kapitel, waar Naomi zegt, zij moeten toestaan dat God is met end. En dat is hoopning. We weten, Ruth en Naomi, die hadden nu waren te leven, ze hadden te eten, maar er fehlt nog zes wat. Er fehlt nog een man wat de familie en dat familieland wat houden aan een familie. Er fehlt een redeemer. Er fehlt een Liza. En de Bijbel heeft van beschreven wat dat alle brokken deed van Liza voor dit verhältnis. En dat moest een man zijn wat de dicht in vriendschap weer. En dat moest een man zijn wat
Nu geld had, Tim, dat ik dat land kijken. En poort van dat land kijken, weer dan ook nog dat hij zich dan wordt die vrouw aannemen. En we weten, we zijn alle bekend met de geschichte, waar zich dat ram neemt, dat Boas, die neemt zich Naomi en Ruth aan, en Ruth en Boas, die bevrijen zich. En stelt je nu die tijd, dan vingen we im 4. Kapitel, dan ha Boas en Ruth, die hand een kleine jong. En hier heeft zich dat beeld ganz geändert. Im 1. Kapitel wir Naomi so leeg, so moedleeg, ohne Hoffnung. Im 4. Kapitel dan is het zeer schaftig. En ganz Betlehem, die Frühlied, die Menschheit ist schaftig en die vrienden zich met Naomi. En ze zeiden te haar dat die schwerdachte is, Meier wird, hat die Meier Sehen gebracht, als wenn du hat 7 Sehens gehad. Und so, das Bild hat sich ganz gedreht. Die Ruth, die hat einen Jung, und nu hat sich durch Hoffnung, und die Verbetternis, die kann auf einmal umdrehen, und sie können sich freuen, und sie können im Sehen leben. Ja, Jung, wat Boas en Ruth hadden, den sie noemen wir Obed. En dat weer de grootvoerder te König David. Dat brengt ons naar de tweede poort van de geschichte, van wat er in Betlehem, de omgeving van Betlehem, passiert is. En 1 Samuel 16 hebben we de geschichte van waar God Samuel bevolen dat hij zal een frische König aanhalen. Die König, wat zij haben, die heeft Gott nicht gehorsam geweest. Gott heeft den aufgesagt. En Samuel, die gaat naar de stad Betlehem waren. En hij gaat, en God heeft hem bevolen, hij zal Jesse, so dus Obed weer de jong van Boas en Ruth. En Obed had een jong, wat hij Jesse naamde. En Jesse had 8 jongens. En een van de 8 weer David, König David. So hebben we dat verstaan. Obed weer de grootvoerder te König David. En zo we zijn bekend met de geschichte. Het zijn bekende geschichte. Samuel gaat naar Bethlehem en hij loopt Jesse aan met zijn jongens. Ze zullen naar het opfer komen en hij wil door een frisse König bestemmen. We weten dat Jesse die brengt bloos zijn oudste 7 jongens te hand, den jongsten, den 8, den brengt hij niet. En aber God is geen van de 7 goed. God zegt, ik kijk naar hart. Ik kijk niet van buiten, ik kijk naar hart. En David wordt vergebracht en God zegt, dit is die, wem ik wil gaan als den König van Israël. Waarom hebben we hier een zeer important ding wat er passieren dat in de omgeving van Betlehem. König David is hier wordt aangehaald. En we weten dat König David is in de familiehistorie van Jezus. En we weten dat immer waren wat teruggegaan naar Jezus. Hij wordt ook een König zijn. En dat wordt teruggereferred naar hij wordt zijn König. Hij is een betere König nog als König David. So hier hebben we, dit is een kleine stad Bethlehem. Een stad waar er lots of brood zal zijn. En waar de beste König is. Wat zij in de historie van Israël hebben gehad. En zo, in onze tekstvers vandaag in het 2. kapitel van Matthäus, du weer de vrouw, waar is des niegeborene König? En nu dat ze dat gelezen hebben en van het Oude Testament, van Micah en ook sommige andere steden, wat dat jaren vooruit al zijn bestemd doen, dat in Bethlehem wordt, des nieuwe König geboren zijn ze dat in Bethlehem, dit is voor Christus, de Juden erfrische kind
Ja, frischer König soll geboren worden. Christus Gott, das bestimmt hat. Betlehem, der steht von Brot. Betlehem, der steht von den Bastardkönig. Es nu auch Betlehem, der steht von Jesus, wo er geboren soll sein. Christus Gott, das sagt. Und dann kommen wir im Neuen Testament. Und wir kommen bei Johannes, das 1. Kapitel. Und du sagst, das ist nur dem, dass Jesus die 5000 Menschen hat Brot gegeben, Brot und Fisch. Und das ist, was er sein wird. Johannes, das 1. Kapitel, das 33. Vers weg anfangen zu lesen. Dort Brot von Gott ist der von Himmel raufkommt, in die Welt das Leben gibt. Dann sehen sie zu ihm, Herr, gib uns immer sein Brot. Jesus aber sagt an, ich sehe dort Lebensbrot. Wer nur mich kommt, dem wird nicht mehr hungern. Und wer an mich läuft, dem wird nicht mehr dursten. Jesus ist dort Lebensbrot. Die Stadt, wo der heute das Haus von Brot ist, auch die Stadt, wo das lebende Brot geboren wird. Die Stadt von den Basta irdischen König, was Israel evers gehört hat, ist auch die Stadt von, wo der König, the King of Kings and the Lord of Lords, geboren ist worden. Und Offenbarung, das 19. Kapitel, das 18. Vers, da sagt es, ab sein Kleid und ab seine Haft hat er diesen Namen geschrieben. König über die Königs und Herr über die Herren. Jesus ist hier auch in Bethlehem geboren. Christus Gott dort bestimmt hat. Und er hat hier diese Geschichte im Alten Testament all gegeben, dort ist ein bisschen ein Bild von wer Jesus ist. Und wenn wir uns von der aus morgens ein klein bisschen anlassen, ohne Jesus, dann sind wir auch Christus Naomi wir. Ohne Hoffnung. Wir sind ohne Braut. Wir sind ohne Leben. Wir haben viel, die Sünde, die sind schwor auf uns Leben. Ohne Jesus haben wir keine Nahrung. Aber Jesus sagt, ich sehe das Lebensbrot. Wer an mich glauben wird, dem wird niemals wahre Hunger. Ich sehe dich, was du gekommen ist, zum Leben geben. Und krieg so aus Boas, die Leiser wir für Naomi und Ruth, als Jesus sagt, die Leiser für all unsere Sünden. Als Jesus sagt, die Leiser für all unsere Schwierigkeiten. Als Jesus sagt, die Leiser für all die Dinge, die sind, was wir getan haben. Jesus ist das Lebensbrot. Und er sagt, ich sehe das Lebensbrot. Und wer immer nur mich kommt und wer an mich glauben wird, den wird nicht wahre hungern. Den wird nicht wahre und wird fehlen, wenn er kommt, bei sein Gessel geht leben, because er hat von mir. Er hat von mir. So, wenn wir an diese Weihnachten denken, dann, was meint Weihnachten für uns? Es dort nicht steht von bloß lots of Brot, physical Brot, Butterbrot, das gleich wie alle. Es dort nicht steht von bloß eine gute Arnd, gute Land, wo wir beim wohnen. Es dort nicht steht von bloß Geschenke. Aber denk wieder an, dass Weihnachten hat mit das lebende Brot zu tun. Denk wieder an, dass Weihnachten hat mit zu tun mit den König über die Könige und die Herr über die Herren anzubeten und die Ehe zu schenken, was allein treffen wird. Das ist ganz möglich, dass some von uns gehen immer waren an Weihnachten und wir haben noch Naomi ihr altes Leben in uns. Wir sind verbessert. Uns fehlt es an einen Erlöser. Uns fehlt es an ewiges Leben. Uns fehlt es an, dass wir auch so werden fallen, dass uns das angenommen. Sie, wir haben heute nicht viel abgesagt über
Hei noch behalten, die moabitischen Menschen, die hatten nicht Freiheit im Tempel zu kommen. Hei doch noch behalten, dass ich dort am Anfang sehe. Ruth wie eine moabitische Frau. Und als sie die Entscheidung macht, mit Naomi tot nach Betlehem zu kommen und Gott zu dienen, nahm es in die Nachkommenschaft von Jesus rein ganz angenommen. Nahm es in die Familienland von Jesus rein ganz angenommen. Von einem Land, wo Gott sagt, diese Menschheit hat nicht Freiheit im Tempel nennen, aber rein ganz angenommen und sie essen nu in die Familienstamm, in den Baum von Jesus seine Eltern. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Und jeder einer von uns, den fehlt das daran, dass wir auch so anfangen, dass uns als angenommen. Uns als angenommen wie Gott. Und dort ist, wo Weihnachten durch ist. Jesus kam rauf vom Himmel, wird geboren, das Brot, das ewige Brot sein, von jeder einem, was am annehmen dat. Und er verspricht uns, wenn wir am annehmen dat, er wird uns auch annehmen. Er lässt uns nicht los. Nächste Ding, was Weihnachten ist für uns, ist, wir weiten das klein bisschen nun gecheckt haben im Alten Testament, haben von Betlehem geredet, und in Hand sind wir nicht hingegangen, und Micah, der redet von, wo Jesus geboren wird, und dann in Matthäus, das 2. Kapitel, die Schrift gelesen sind, ja, Jesus, der soll in Betlehem geboren, dort ist, was die Propheten im Alten Testament haben gesagt, dort ist es soll passieren. So auch haben wir viele Verse im Neuen Testament, die davon reden, dass Jesus was wahrer kommt. Und so kriegt so, als Jesus Krieg dann kommt und Krieg durchgeboren wird in Bethlehem, dass Gott dort bestimmt hat, tja, wir auch abfallet vertrauen haben, dass Jesus das Wort zum zweiten Mal auch kommt. Und so, die Weihnachten, das ist eine Zeit, wo wir uns erinnern an, dass Jesus ist gekommen. Und wo er gekommen ist. Aber das soll uns auch dazu dienen, dass wir dort ganz klar haben, Krieg, so als er erst das erste Mal gekommen ab Weihnachten, er wird wahrer kommen. Und dann kommt er nicht aus dem Kind, dann kommt er aus dem Rechter. Dann kommt er all die, was anbeten down in einem Arm glauben, deine Haus zu holen, nur arm, zum Armer mit arm taub im Himmel leben. So dort ist in Kort die Weihnachtsgeschichte, macht Gott uns immer wahrer, dort im Hort sagen, wo Weihnachten ist. Dort ist, dass jetzt schein mit Familie taub sein, dass jetzt schein Geschenke haben, dass jetzt schein Fan taub eten. Aber wir nicht vergeten, das hat mit Jesus zu tun. Und Jesus ist gekommen. Warum ist er gekommen? Er ist gekommen, dass so, dass ich und du kein ewiges Leben haben, wegen er ist das Brot, was das ewige Leben geben wird. Möchte Gott in jeder einem sehen, wenn wir noch uns aufnehmen zum Gebet. Gott, wir just kommen von dir fertig und wir danken dir für die Weihnachtsgeschichte. Wir danken dir für die Stadt Bethlehem und some von den Dingen, die wir können rücknehmen, was wir zu bedienen haben. Und wir beten, dass diese Weihnachtszeit noch eine Zeit sein, wo wir dort wirklich wahr werden mit Dank annehmen, dass du bist gekommen und help uns, dass wir können mutig werden, was checken, wann du wahrer kommen wirst. Und das beten wir in Jesus' Namen. Amen. Hat wieder ein guter Sonntag.